Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Pallas in Gefahr. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. So wie in jedem Jahr zur Sommerzeit, so finden auch wieder in diesem Jahr jene Fest- und Kampfspiele in Lothanien statt, für die das kleine Fürstentum Vakaniens weit über seine Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Zu Tausenden strömt das Volk von weit her, um an den Spielen in der Hauptstadt Lothan entweder aktiv oder als Zuschauer dabei zu sein. So kommt es nicht von ungefähr, dass unter den Besuchern, die sich für die Zeit der Spiele in Lothan aufhalten, auch solche sind, die darauf hoffen, auf mehr oder weniger legale Art ein gutes Geschäft zu machen, selbst wenn dieses Geschäft auf Kosten des gutgläubigen Kunden geht. Geschäfte dieser Art ziehen auch den Hyänenspion wie magisch an, und so kann es uns nicht sonderlich verwundern, wenn wir auch ihn in Lothan antreffen. Ein erfahrener Beutelschneider, wie der Hyänenspion einer ist, gibt sich nicht mit Kleinigkeiten ab. Sein Weg führt ihn direkt zum Schloss des Fürsten Rudan, bei dem er sich als Oberschiedsrichter für die allseits beliebte Falkenjagd bewirbt. Nicht zuletzt, da ihm zu diesem Zweck sein magischer Bumerang zur Verfügung steht, der dieser Aufgabe wie kaum ein anderer gewachsen zu sein scheint. Nach einer Demonstration der Fähigkeiten seines Bumerang, die den Fürsten zutiefst beeindrucken, schickt dieser ihn sofort zu seinem Falkner, um ihn für seine Aufgabe einweisen zu lassen. Du hast mich mit deinem Aussehen ganz schön erschreckt, mein Lieber, das muss ich schon sagen. Aber den Vorschlag, den du mir da machst, der hört sich wirklich nicht schlecht an. Woher weißt du eigentlich, dass die Falken hier am Hofe nicht viel taugen und wir seit Jahren bei diesem Wettbewerb nicht mehr gewonnen haben? Ein Mann wie ich ist ständig hier und dort. Ganz ohne Absicht hört man zu, fällt dann und wann ein Wort. Und wenn man es zu deuten weiß und sich auch noch Gedanken macht, so ist die Lösung nicht mal fern. Das wäre doch gelacht. Und du bist dir ganz sicher, dass niemand den Schwindel mit dem falschen Falken bemerken wird? Ein Bumerang und ein Falke. Das ist doch immerhin ein Unterschied. Das fällt bestimmt auf. Niemand wird es merken, denn so schnell ist er, dass kaum ein Blick ihm folgen kann. Und außerdem klebe ich ihm noch ein paar Federn an. Da wird der Fürst mit mir zufrieden sein. Es wird auch höchste Zeit für mich, dass unsere Falknerei wieder den ersten Preis gewinnt. Sonst wirft mich der Fürst demnächst hinaus. Es ist aber auch eine Schande, wie der Fürst gerade uns in der Falknerei so knapp bei Kasse hält. Schau dich doch hier mal um. Ich glaube, selbst einer, der nicht allzu viel von Vögeln versteht, kann auf den ersten Blick feststellen, dass diese Tiere, die uns hier zur Verfügung stehen, ihre besten Tage schon lange hinter sich haben. Mit solchen Invaliden ist nun wirklich kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Und den einzigen Neuzugang, den wir haben, ist dieser flügellahme Falke. Viel zu jung für den Wettkampf. Und dazu noch flügellahm. Mein Bursche hat ihn draußen auf dem Acker gefunden und wir peppeln ihn hier wieder auf. Wenn das allerdings was wird, kann sich der Fürst doppelt freuen. Endlich ein junger, kräftiger Falke. Und dazu auch noch kostenlos. Etwas gelangweilt hört der Hyänenspion dem Falkner zu, ist er doch in Gedanken gerade dabei, sich zu überlegen, welchen Preis er dem Falkner für den Betrug, den sie mit dem Bumerang planen, und für sein späteres Schweigen, das ja auch nicht kostenlos zu haben ist, abverlangen wird. Als jedoch sein Blick auf den Falken fällt, von dem gerade die Rede ist, wird seine Aufmerksamkeit aufs Äußerste geweckt. Wenn ihr erlaubt, so sehe ich mir den Falken gern mal von der Nähe an.
Ihr meint wirklich, dass dieses schwer verletzte Tier für euch mal wertvoll werden kann? Schwer angeschlagen scheint der Vogel mir. Ich glaub, ohne ganz besondere Pflege wird's nichts mit diesem Tier. Ein Mann mit meinem Wissen, der könnte da was machen. Vertraut ihn meiner Obhut an und seine Kraft wird neu erwachen. Schreckt mich nicht. Ich setze meine ganze Hoffnung in den Vogel. Mag sein, dass wir es dieses Jahr mit einer Liste erreichen, siegreich aus den Wettkämpfen hervorzugehen. Was aber mache ich im nächsten Jahr, wenn ihr nicht mehr da seid? Während wir uns auf die Spiele vorbereiten, will ich mich um ihn kümmern, bis er gesund und kräftig ist. So wird er dann im nächsten Jahr den Wettkampf siegreich für euch entscheiden, ganz ohne Tücke, ohne List. Der Lohn für euch wird reichlich sein. Ich biete euch dafür die gesamte Prämie, die ich in diesem Jahr für unseren Sieg bekomme. Nun muss ich aber weiter. Ich habe noch einige dringende Angelegenheiten zu regeln, die keinen Aufschub dulden. Fühlt euch hier nur ganz wie zu Hause. Bis später dann, lieber Freund. Die Siegerprämie ist bestimmt ein nicht unerheblicher Gewinn. Doch was in Wahrheit er in Händen hält, kommt ihm nicht in den Sinn. Der Vogel, der das ist Melords Falke Pallas. Ich kenne ihn ganz genau. Wie wertvoll dieses Tier ist, kann der Falkner ja nicht wissen. Geschwind nehme ich ihn mit mir mit. Sicher wird er mich gar arg vermissen. Oh, welch Glück, welch günstiges Geschick. Pallas in meinen Händen. Uft, mein, das Schicksal ist nicht gut mit mir. So mag das Blatt sich nunmehr wenden. Was der Hyänenspion mit einem Blick sehr richtig erkannt hat, ist, dass es sich bei dem verletzten Tier nicht um einen gewöhnlichen Falken handelt, sondern um Pallas. Pallas ist Melords Falke. Er ist dessen Sendbote, der dem weißen Magier oft hilfreich zur Seite steht, handelt es sich darum, schnell irgendwelche Botschaften auch in die entlegensten Gegenden Vakaniens zu bringen. Auch kann Melord durch die Augen seines gefiederten Schützlings sehen. Dies ist allerdings im Moment nicht möglich, da der Falke, wie das bei den Falknern so üblich ist, eine kleine lederne Haube auf seinem Kopf trägt, die jede Sicht unmöglich macht und ihn so am Wegfliegen hindert. Dieser Umstand erklärt auch, warum Melord seiner schützenden Hand, die die Geschicke des Vogels lenkt, beraubt ist. Solange die Augen des Falken bedeckt bleiben, kann sein Meister nicht wissen, an welchem Ort sich sein Schützling aufhält. Dies wird der Hyänenspion sich zunutze machen wollen. Melord ist ein alter Mann, der seinen Körper kaum bewegen kann. Ohne den Falken kann er nicht viel sehen, kann nicht zu Fuß überall dorthin gehen, wohin dieser Falke mit schnellem Flug sein drittes Auge rasch hintrug. Bring ich ihm zurück sein Federtier, wird die Belohnung fürstlich, so denke ich mir. Das Häubchen macht ihn blind auf seinem Kopf, so pack ich die Gelegenheit beim Schopf. Nun, nichts wie weg von diesem Ort, den Falken nehme ich mit mir fort. Es sieht so aus, als ob bei den diesjährigen Fest- und Kampfspielen in Lothanien der erste Preis für die Falkenjagd einem anderen Fürstentum zufällt. Nicht nur, dass der Hyänenspion kein Interesse mehr an dem kleinen Betrug mit dem Bumerang, den er als Falken ausgeben wollte, hat, nein, auch noch die einzige Hoffnung des Falkners, vielleicht in der nächsten Saison den Preis zu gewinnen, schwindet mit dem Diebstahl des Hyänenspions dahin. Viel Freude hätte der Falkner an diesem Vogel ohnehin nicht gehabt, denn wäre dieser erst genesen und hätte man dann seine Lederhaube, die ihn blind macht, abgenommen, wäre er sofort wieder unter Melords Gewalt gekommen, wäre eilends zu seinem Meister zurückgeflogen und somit auch wertlos für den Falkner gewesen. Es scheint also unausweichlich, dass dieser Falkner demnächst zu einem Berufswechsel gezwungen ist. Melord hat den Verlust seines Falken Pallas natürlich sofort bemerkt und lässt nichts unversucht, so schnell wie möglich in Erfahrung zu bringen, wo sich der Falke befindet und was mit ihm geschehen ist. Da es Melord nur zu ganz gewissen Zeiten möglich ist, seinen Körper zu verlassen und auf Geistreise zu gehen, nämlich dann, wenn die Sterne in ganz bestimmten Konstellationen günstig stehen, hat er seinen Schüler Philippus Fidibus damit beauftragt, eilenden Fußes sich auf die Suche nach seinen Schützlingen Feuermähne und Queck zu machen. Typisch, Meister. Kaum stehen die Sterne ungünstig, wird auch noch der Falke blind. Und wer muss neben allen sonstigen Arbeiten auch noch auf die Suche nach den vermeintlichen Rettern gehen? Philippus Fidibus natürlich. Wo ich suchen soll, habe ich den Meister gefragt.
Und was hat er gesagt? Gehe immer der Nase nach. Feuermähne und Queck sind nirgends und überall. Wende an, was du bei mir gelernt hast, und du wirst sie schon finden. Nur finde sie bald. Typisch, Meister. Und was habe ich bisher bei ihm gelernt? Vor allen Dingen das Haus sauber halten und auf seinen Körper aufpassen, wenn er auf Geistreise ist. Nun ja, ich will gerecht sein. In letzter Zeit hat er mir auch beigebracht, mit den Kräften der Natur umzugehen. Es ist mir sogar schon einige Male erfolgreich geglückt, das Wetter zu verändern. Vorsichtig soll ich damit umgehen, hat der Meister gesagt, und nicht für eigene Zwecke nützen und so. Aber wären die schönen Blumen in unserem Vorgarten, hätte es weiter so stark geregnet, allesamt verfault. Und diese Blumen sind die einzige Zierde unseres mehr als bescheidenen Hauses. Ach, es ist schon ein hartes Brot, Schüler bei solch einem weisen Mann zu sein. Also, immer der Nase nach. Was ist das für ein merkwürdiges Rauschen in der Luft? Der Wind kann das nicht sein. Die Wipfel der Bäume bewegen sich nicht. Doch ansonsten sieht es nicht so aus, als ob ein Sturm aufziehen würde. Wenn ich es so recht bedenke, kommt mir dieses Geräusch irgendwie bekannt vor. Ja, genau, das ist genau das gleiche Geräusch, das ich von Xavros fliegender Festung Pentatron erkenne. Ja, richtig. Dort drüben schwebt Pentatron über den Horizont. Ich möchte lieber gar nicht wissen, was dieser finstere Bursche plant. Wie ich Xavros kenne, ist er bestimmt wieder hinter einer Sache her, die mit irgendwelcher schwarzmagischen Zauberei zu tun hat. Und davon soll ich mich fernhalten, hat der Meister gesagt. Dem Meister der Zeit, wie Xavros sich selbst gerne nennt, möchte Philippus Fidibus lieber nicht unter die Augen treten, hatte doch sein letztes Abenteuer mit ihm nur noch allzu gut vor Augen. Als die fliegende Festung immer näher und näher kommt, versteckt sich Philippus im Unterholz und hofft, so von Xavros nicht bemerkt zu werden. Der Meister der Zeit hat auch ganz andere Sorgen, als nach Philippus Fidibus Ausschau zu halten. Gutes Wetter überall, wohin ich mich auch begebe. Was ist nur mit den Gewittergeistern los? Weit und breit keine Energie für mein magisches Amulett. Blauer Himmel überall. Nur noch blauer Himmel. Und nicht genug. Der Antrieb, der meine Festung flugtüchtig und schnell wie der Wind macht, lässt merklich nach. Die 7 Furien, die diese Festung zu einem lebendigen Symbol der Macht des Bösen über Vakanien werden ließen, machen langsam, aber sicher schlapp. Wenn das nach außen drängt, da wäre dem Ansehen des Bösen in der Welt ein nicht wieder gut zu machender Schade zugefügt. Furien, pah! Was habe ich mich abrackern müssen, um diese widerspenstigen Dämonen in meine Gewalt zu bringen? Und nun, schon nach wenigen Monaten geht ihnen die Puste aus. Ärger. Nichts als Ärger. Ich müsste etwas finden, das ihre Wut so richtig aufflammen lässt. Sie sind zu viel mit sich allein. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Natürlich, dass ich darauf nicht gekommen bin. Was kann das Böse schon für sich allein ausrichten, wenn es nicht mit dem Guten zusammentrifft? Das Gute wird auch erst zum Guten, wenn man es im Gegensatz zum Bösen sieht. Nun, es will gut überlegt sein, was sie in meinem Sinne so über alle Maßen reizen könnte. Vielleicht die Zauberbruder von dieser Nervensäge, diesem Elfenkobold Queck. Oder vielleicht sogar Hiebestahl, diese weißmagische Wunderwaffe, über die dieser Knabe mit dem Namen Feuermähne verfügt. Ach, wenn ich nur schon seinen Namen aussprechen muss, steigt mir die Zornesröte auf. Ja, diese Dinge wären genau das Richtige, meine schlappen Dämonen aufzuheizen und dem Antrieb meines Meisterwerks wieder die ungebeugten Kräfte der dunklen Natur zuzuführen, die solch ein Werk auch verdient. So heißt es Ausschau halten nach diesem Knaben und dem vorlauten Zwerg. Wer weiß, wo sie sich im Moment herumtreiben. Bestimmt sind sie gerade wieder dabei, mir ins Handwerk zu pfuschen. Gegend, nichts als Gegend, soweit das Auge reicht. Keine Menschenseele, geschweige denn Feuermähne oder dieser Elfenkobold. Doch dort, hinten in der Ferne, sehe ich viel Volk zusammenströmen. Da scheint wohl ein Fest stattzufinden. Und was sehe ich da? Ist das nicht eine mir wohlbekannte Gestalt, die da mit aller Kraft versucht,
sich gegen den Strom der Menschen zu stellen. Schau an, schau an. Der Hyänenspion. Der hat es aber eilig, von der Stadt wegzukommen. Ich glaube, das sehe ich mir einmal näher an. Bisher bewahrt ich ruhig Blut. Mir scheint, so geht auch alles gut. 5 Tagesreisen von hier steht Melods Klause. So bin ich bald bei ihm zu Hause. In 5 Tagen schon empfange ich reichen Lohn. Ein blinder Falke in der Hand ist ein recht wertvoller Pfand. Doch was sehe ich dort am Himmel stehen? Jetzt heißt es doch rasch weitergehen. Wo dieses fliegende Gebäude thront, ist Meister Xavros selten weit. Besser, wenn er mich nicht bemerkt. Ihn ausgerechnet jetzt zu treffen, tät mir leid. Vielleicht ist's besser, ich bleibe nicht allein. Ah, dort vorne dieser Handelsmann. Ich wag's und schließ mich diesem an. Oh, mit Verlaub, mein edler Herr, dürfte ich ein Stück des Weges mit euch gehen? Ich bitte euch sehr. Es freut mich immer, wenn man auf direktem Wege und ohne Umschweif zu mir kommt. Oh, ihr seid es, verehrter Meister der Zeit. Verzeiht, aber auf den ersten Blick habe ich euch nicht erkannt. So langsam könntest du wissen, dass es für mich nur eine Bagatelle ist, in jeden x-beliebigen Menschen zu schlüpfen, wenn immer es mir behagt. Ich sah dich von meiner Festung aus deines Weges gehen. Und wie das so bei mir ist, du weißt, ich kümmere mich immer um meine Freunde, wollte ich nachfragen, wie es denn so geht. Wohl gerade ein gutes Geschäft abgeschlossen, was? Warum so schweigsam, lieber Freund? Sollte man denn nicht gute Freunde an einem gelungenen Geschäft teilhaben lassen? Oft ist, was äußerlich Gewinn, im Innern meist tiefer Verlust. So nehme ich denn mit Demut hin, dass ich auch hier wieder Verlierer bin. Für tagelange Arbeit ist dies der karge Lohn. Ein flügellahmer Falke, das ist doch wahrer Hohn. Lass mich diesen Falken einmal näher ansehen, lieber Freund. So, einen flügellahmen Falken, so nennst du das. Flügellahm ist er ja ohne Zweifel. Aber wir beide wissen doch ganz genau, dass von diesem Vogel etwas ganz Bestimmtes ausgeht. Oder irre ich mich da? Da irrt ihr ganz gewiss nicht, verehrter Meister der Zeit. Und wenn ihr meint, der Falke wäre was für euch, bin ich... Auch im Aufenthaltsraum war viel mehr Platz als sonst. Und sie konnten die guten Sessel am Kamin... Mir einen Handel anzubieten. Du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst, elender Wurm. Sei froh, wenn ich nicht auch noch den Rest deines Körpers in eine Hyäne verwandle, sodass du auf allen Vieren herumschleichen musst. Gib mir auf der Stelle den Falken, sonst wirst du es für alle Zeiten bereuen. Der fliegende Bote und gleichzeitig auch noch das 3. Auge eines weißmagischen Zauberers. Das in meinen Händen zu halten, ist fast so gut wie Hiebestahl in meine Gewalt bekommen zu haben. Welch günstige Fügung des Schicksals. Gestattet, dass ich nun von dannen eile, dass ich in selbstgewählter Einsamkeit diesen Verlust beweine. Hier geblieben! Es wird dir eine seltene Gunst gewährt. Du kommst mit nach Pentatron. Ich brauche dringend eine Hilfskraft an Bord. Ich kann in Zukunft nicht den ganzen Tag damit zubringen, auf den Zinnen der Festung herumzustehen, um nach einem Gewitter Ausschau zu halten. Du kommst mir gerade recht. Oh, vielen Dank für diese Gunst, verehrter Meister. Doch nicht alles, was uns möglich ist, soll auch so sein. Drum bitte ich euch, lasst mich doch gehen. Ich arbeite viel lieber für mich allein. Persönliche Wünsche haben zurückzustehen, wenn man vom Meister der Zeit in die Pflicht genommen wird. Fühle dich geehrt, dass du das einzige sterbliche Wesen bist, dem es erlaubt ist, nach Pentatron zu kommen. Ehre, wem Ehre gebührt. Manchmal wird sie zur Last. Das geht manchmal so weit, dass man die Ehre hasst. Alles Klagen und Jammern des Hyänenspion hilft nichts, und er muss sich unter den Augen von Xavros unmittelbar an Bord der fliegenden Festung begeben. Sein neuer Brotherr gibt gnadenlos die Kommandos, und der Hyänenspion ist schon nach kurzer Zeit am Ende seiner Kräfte. Jetzt habe ich alles aufgewischt.
Die Treppe blank gebohnert, die Fenster leuchten wie Kristall und Sauberkeit und Frische überall. Nun gut, das reicht fürs Erste. Ich will ja nicht, dass du mir schon am ersten Tag zusammenbrichst. Aber an eine schärfere Gangart wirst du dich schon noch gewöhnen müssen. Den Schlendrian werde ich dir schon austreiben. So, und nun kannst du zur Erholung auf den Turm gehen und nach Gewittern Ausschau halten. Los, los, keine Müdigkeit vorschützen. Ja, ich gehe ja schon, nur Schimpf und Schande ist meiner müde. Und deutet auf ein recht klumpiges Paket und lief ein wenig Rosa an. Von meiner Mom. Ich hab ihr gesagt, dass du keine Geschenke erwartest und oh nein, stöhnte er, sie hat ihr einen Weasley-Pulli gestrickt. Harry hatte das Paket aufgerissen und einen dicken, handgestrickten Pullover in Smaragdgrün gefunden und eine große Schachtel selbstgebackener Plätzchen. Sie strickt uns jedes Jahr einen Pulli, sagte Ron, während er seinen Kammer vor sie platziert. Sie haben das Gute ständig vor Augen, aber können ihm nichts anhaben. Das ist ein Schachzug, der meiner würdig ist. Ich mache mir diese Kräfte des Guten nutzbar, um damit das Symbol des Bösen in dieser Welt anzutreiben. Was würde ich darum geben? Könnte ich dabei sein, wenn Maylord dies erfährt? Welch ein Tag! Welch wunderbarer Tag! Hey, du da oben! Ist ein Gewitter in Sicht! Das würde diesen Tag noch krönen. Hey, was ist denn da oben los? Unglaublich, der Kerl schläft. Aufwachen da oben, elende Schlafhaube! Liegt schon den ganzen Tag auf der faulen Haut und schläft bei der nächstbesten Gelegenheit ein. Aufwachen! Ja, ihr habt mich wieder wach gemacht. Doch muss ich melden, sternenklar noch ist die Nacht. Bei allen Dämonen der Finsternis will denn das gute Wetter nicht endlich schlechter werden? Denn 3 Teufelsnamen, das muss doch irgendwann einmal ein Ende haben. Mit diesem Sonnenschein und diesen sternenklaren Nächten. Völlig ahnungslos befinden sich unsere beiden Freunde, Feuermähne und Queck der Elfenkobold, ebenfalls auf dem Weg nach Lothanien. Das finde ich eine prima Idee, zu den Fest- und Kampfspielen nach Lothan zu gehen. Nachdem wir so viele Tage durch völlig menschenleeres Gebiet gewandert sind, ist das bestimmt eine tolle Abwechslung, Feuermähne. Ja, Queck. Ich glaube auch, dass das uns beiden gut tun wird. Schau mal, da vorn kommt uns eine schwarze Kutsche entgegen. Sie kommt aus der Richtung, in die wir gehen. Vielleicht kann uns der Kutscher Auskunft geben, wie weit es noch bis Lothan ist. Holla, Kutscher, einen Moment bitte. Wie weit ist es noch bis Lothan? Ihr kommt doch sicher von dort her. Ungefähr eine Tagesreise von hier. Ihr werdet bald auf den Strom der Menschen stoßen, die alle zum Fest wollen. Immer geradeaus. Ihr könnt es nicht verfehlen. Queck ist, während Feuermähne mit dem Kutscher spricht, einige Schritte weitergegangen und wirft, neugierig wie er ist, einen Blick durch das hintere vergitterte Fenster ins Innere der Kutsche. Psst, Feuermähne, da sitzt Philippus drin. Der scheint gefangen genommen zu sein. Sagt, Kutscher, welchen Weg nehmt ihr? Weißt du nicht, dass dies der Gefängniswagen ist? Ich bin auf dem Weg zur Festung Ödland. Dort werden alle Feinde unseres Fürsten Rudan untergebracht. Bei freier Kost und Logis. Wie ein Schwerverbrecher sieht er drin aber nicht aus. Was hat er denn verbrochen, wenn man fragen darf? Der königliche Falkner hat ihn angezeigt. Er ist der Kompliz eines üblen Betrügers, der uns leider durch die Lappen gegangen ist. Nicht genug, dass dieser merkwürdige Kerl mit dem Kopf einer Hyäne unserem Falkner einen prächtigen Jungfalken gestohlen hat. Nein, dieser Bursche kam auch noch einmal zurück, um in dessen Auftrag noch mehr zu stehlen. Es tut mir leid, Kutscher, wenn wir euch Ärger machen müssen. Aber ich fürchte, ihr könnt eure Fahrt nicht fortsetzen. Zumindest nicht mit diesem Gefangenen. Was soll der Unsinn, Junge? Gib mir den Weg frei. Bei meiner roten Haarepracht. Stopp, gib mir deine Zaubermacht. Und so erhält Feuermähne die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern und obendrein Hiebestahl, das weißmagische Kampfschwert. Gegen diese Kräfte, die Feuermähne einst von Maylord anvertraut worden sind, hat der widerspenstige Kutscher keine Chancen.
Nebenbei setzt auch noch Queck seine Lasso-ähnliche Zauberwaffe, die magische Bola, ein, und so ist nach wenigen Augenblicken für unsere Freunde der Weg ins Innere der Kutsche frei. Los, Bola! Ich bin gefangen! Feuermähne, Queck, euch schickt der Himmel. Moment, wir befreien dich erstmal von diesen Fesseln. In was für eine Geschichte bist du denn da hineingeraten? Der Kutscher hat uns erzählt, dass du gemeinsame Sache mit dem Hyänenspion gemacht hast. Ach, Unsinn. Der Falkner hat nur einen Sündenbock gesucht. Scheinbar hat ihm der Hyänenspion einen seiner Falken gestohlen. Und da er den Hyänenspion nicht fassen konnte, musste ich daran glauben. Was sagst du da? Der Hyänenspion stiehlt seit neuestem Falken? Das ist aber merkwürdig. Ja, das ist gar nicht so merkwürdig, wenn man weiß, dass Pallas, der Falke meines Meisters, spurlos verschwunden ist. Pallas spurlos verschwunden? Viel vor dem Schlafengehen anzufangen. Sie sahen nur noch Percy zu, wie er Fred und George durch den ganzen Gryffindor-Turm nachjagte, weil sie sein Vertrauensschülerabzeichen geklaut hatten. Eine Hand wäscht die andere. Wer weiß, vielleicht... Der Meister unterbrochen. Ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass es sich bei diesem Falken um Pallas handelt. Hast du aber einen Mordsdusel gehabt, dass wir dir begegnet sind? Das hätte böse für dich ausgehen können. Irgendwann hätte mir der Meister bestimmt geholfen. Aber ohne Pallas hätte das sehr lange dauern können. Das hat sich ja nun erledigt. Queck, sei doch bitte so lieb und rufe deine Bola zurück, dass dieser Mann weiterfahren kann. Bola, zurück! Was habt ihr mir angetan? Wenn ich ohne den Gefangenen erscheine, macht man mich um einen Kopf kürzer. Ich kann mich in ganz Lothanien nicht mehr blicken lassen. Er hat recht. Er kann wirklich nichts für diesen Irrtum. Philippus, du hast doch gelernt, alle möglichen Dinge zu kopieren. Kannst du auch von deinem Körper ein Duplikat herstellen? Kein Problem. Nur denken, sprechen und sich bewegen kann es nicht. Soweit bin ich noch nicht mit dem Lehrgang. Dann mach ihm doch wenigstens eine solche Kopie von dir. Er kann ja dann sagen, dass du unterwegs vor Angst gestorben bist. Einen Augenblick, meine Freunde. Duplicatus, duplici dublus. Duplicatus, dublus, duplici. Komm her, Kutscher, und schau ins Innere der Kutsche. Da sitzt mein starres Ebenbild. Das ist doch besser als gar nichts. Das ist mir in meiner 25-jährigen Laufbahn als Gefängniswärter noch nicht vorgekommen. Ein Gefangener flieht und ich liefere ihn trotzdem ab. Na, immerhin behalten Sie so Ihren Job. Noch etwas verstört setzt sich der Kutscher auf seinen Wagen und verschwindet hinter der nächsten Wegbiegung. Der hat heute Abend was zu erzählen. Sein Pech, dass ihm das niemand glauben wird. Uns bleibt das Problem, wohin sich der Hyänenspion verdrückt hat. Allzu weit kann er doch eigentlich nicht sein. Die Frage ist nur wo. Er könnte schon weiter sein, als uns lieb ist. Wie, Philippus? Du glaubst zu wissen, wo sich der Halunke herumtreibt? Genau weiß ich es natürlich nicht. Aber ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass ich noch ein paar Stunden zuvor, bevor ich in die Stadt kam, Xavros fliegende Festung Pentatron am Horizont stehen sah? Die meisten Menschen um mich herum dachten zwar, es sei eine Fata Morgana gewesen. Ich war mir aber absolut sicher, dass mich meine Sinne nicht getäuscht haben. Man kann es ja auch niemand verübeln, wenn er eine fliegende Festung für eine Sinnestäuschung hält. Du hast recht, Philippus. Ein merkwürdiger Zufall, bei dem man fast annehmen muss, dass es sich keinesfalls um einen Zufall handeln kann. Gehen wir einmal davon aus, dass sich Pallas wie auch immer in Xavros Hand befindet. Dies würde auch erklären, warum der Hyänenspion trotz intensiver Suche des Falkners und seiner Leute wie vom Erdboden verschluckt ist. Das ist ganz schlecht. Wenn Pallas in Xavros Hand ist, ist es wesentlich schwieriger, ihn zu befreien, als wenn er noch im Besitz des Hyänenspions wäre. Sich mit Xavros einzulassen, ist... Grundtief mein Wort zu halten, dass du dich ja nicht wagst, ohne eine Maske vor deiner Hyänenfratze auf der Straße zu erscheinen. Aus den Augen! Nicht zufrieden sein. Ausgerechnet bei seinem Erzfeind ist Pallas gelandet. Ach, ich will mir das gar nicht weiter ausdenken. Das ist aber das Einzige, was uns im Augenblick weiterhelfen kann. Was meinst du damit? Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, wie wir den Meister der Zeit finden. Oder vielleicht sogar zu uns locken können.
Ich hab schon befürchtet, dass du auf diese Idee kommst, Feuermähne. Begeistert bin ich davon nicht. Aber ich glaube auch, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Was würdet ihr sagen, braucht Xavros am meisten? Nun, ich würde sagen, die Macht. Das will er. Aber was braucht er? Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich mit ihm zu tun hatte. Damals war er wie versessen darauf, dass ein Blitz in den Turm seiner Festung einschlägt, um mit dieser Energie sein magisches Amulett aufzuladen. Toll, Philippus. Er braucht Energie. Von alleine kann sich selbst das schwärzeste der schwarzmagischen Fahrzeuge nicht bewegen, geschweige denn sich in die Luft erheben. Wenn er auf Blitze angewiesen ist, hat es aber für ihn in letzter Zeit ziemlich schlecht ausgesehen. Seit Wochen haben wir strahlend schönes Wetter. Die Bauern haben überall auf unseren Wegen über die große Trockenheit geklagt. Was ich aber irgendwie nicht verstehe, ist, warum ein Mann wie Xavros, dem die Mächte der Finsternis gehorchen, sich nicht dann und wann ein kleines Blitzchen zaubern kann. Seit unserem letzten gemeinsamen Abenteuer mit Xavros, bei dem mir der Meister beim Gewitterzaubern so hilfreich zur Seite stand, habe ich unter seiner Anleitung große Fortschritte im Wettermachen erzielt. Dabei ist mir allerdings auch klar geworden, warum ein schwarzer Magier damit so viele Probleme hat. Es ist ganz einfach so, dass das Wetter den guten Geistern untersteht, selbst wenn es blitzt und hagelt. Das seht ihr daran, dass jetzt, nachdem es eine lange Zeit schönes Wetter war, die Bauern um ihre trockenen Felder jammern und für sie zumindest Regenwetter nun schönes Wetter ist. Da also das Wetter den guten Geistern untersteht und vor allen Dingen das Wettermachen nie zu persönlichem Eigennutz beschworen werden darf, tut sich jemand wie Xavros natürlich sehr schwer damit. Wenn du von Maylord in letzter Zeit so viel über das Wettermachen gehört hast, könntest du, nach dem, was du darüber alles weißt, ein Gewitter herbeizaubern? Dazu fühle ich mich durchaus in der Lage. Schließlich bin ich Meisterschüler. Also, Herr Meisterschüler, dann wollen wir uns eine passende Gegend für unseren Versuch aussuchen. Ich glaube, die Spitze eines Berges wäre der richtige Platz. Wie ich immer sage, selbst in den aussichtslosesten Momenten den Überblick bewahren. Natürlich ist der Berg, den unsere Freunde besteigen wollen, nicht gerade der kleinste. Und so ist man lange Zeit damit beschäftigt, den mühevollen Aufstieg zu bewältigen. Es ist schon später Nachmittag, als die drei Freunde den Gipfel des Berges erreichen. Gut, wir sind nun weit über die Baumgrenze hinaus. Da haben wir wenigstens einen guten Überblick über das Land. Philippus, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt zeig uns mal, was man bei Meister Maylord so alles lernen kann. Ich hoffe nur, dass ich mich an den genauen Wortlaut noch erinnern kann. Ich habe leider die Schweinsleder gebundene 12-bändige Gesamtausgabe weißmagischer Zauberkunst nicht bei mir. Na, dem Himmel sei Dank, wenn wir die auch noch hier hätten hinaufschleppen müssen. Na, denn gute Nacht. Du kriegst das bestimmt auch ohne Spickzettel hin. Dann setzt euch am besten ein wenig abseits von mir hin und wartet ab. Wir werden ja sehen, ob ich es schaffe. Ich muss zuerst die Geister des Wetters davon überzeugen, dass wir ihre Dienste nicht zu unserem Eigennutz bemühen wollen. Hoffentlich erkennen sie es als notwendig an, dass wir Pallas wieder zu seinem Herrn und Meister zurückbringen wollen. Ich verstehe, dass sich niemand gern zum Lockvogel machen lässt. Selbst oder gerade Wettergeister nicht. Du musst ihnen erklären, dass dies für uns im Augenblick die einzige Möglichkeit ist, Xavros anzulocken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Moment Blitz und Donner wie das tägliche Brot braucht. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Feuermähne und Queck setzen sich in einem respektvollen Abstand von Philippus Fidibus auf einen Stein und harren der Dinge, die da kommen sollen. Philippus zeichnet in den Sandboden mit einem Weidenstöckchen, das er sich mit herauf auf den Gipfel gebracht hat, merkwürdige Zahlen und Zeichen. Es fehlt auch nicht an den üblichen Zaubersprüchen, die er für jeden Zuhörer völlig unverständlich in sich hineinmurmelt. Diese Prozedur nimmt einige Zeit in Anspruch, und unser Freund Philippus ist auch völlig erschöpft, als er endlich den Weidenstock zur Seite legt und sich neben Feuermähne und Queck setzt. War das anstrengend. Aber die Hauptarbeit beginnt, wenn das Gewitter erst einmal da ist. Ich glaube, es klappt. Ich denke, ich habe die Geister davon überzeugen können, dass wir sie zum Nutzen des Guten bemühen. Es ist mir unter diesen Umständen sogar möglich, das Wetter weiter unter Kontrolle zu halten, selbst wenn es da ist. Das wird auch nötig sein.
Wir brauchen schon ein bisschen Zeit, um in die Festung reinzukommen. Und bis wir alles durchsucht haben, vergeht bestimmt auch eine ganz schöne Zeit. Was heißt wir? Wer oder was ist wir? Nun, Philippus fällt aus. Der muss sich um das Gewitter, im Besonderen um die Blitze kümmern. Also, wer bleibt da noch übrig? Der mutige Elfenkobold natürlich. Ich hab's geahnt. Also auch noch in die Festung hinein. Als ob das Anschauen nicht schon genug wäre. Vom Anschauen bekommen wir Pallas bestimmt nicht frei. Philippus, deine Aufgabe besteht darin, dass die Blitze zwar so nah wie möglich an Pentatron einschlagen, jedoch dürfen sie nie genau in den Turm der fliegenden Festung treffen. Denn damit wäre das magische Amulett aufgeladen und er würde wahrscheinlich sofort weiterfliegen. Weiterfliegen? Ich höre wohl nicht recht. Ja, ja, mit uns an Bord. Genau das wird passieren. Wir kennen uns nicht gut genug an Bord von Pentatron aus, um in so kurzer Zeit alles durchsuchen zu können. Das geht schief. Diesmal wagen wir zu viel Feuermähne. Ein bisschen mulmig ist mir auch bei der Sache. Das muss ich schon zugeben. Aber sag mir, was sollten wir denn sonst machen? Ich sehe schon, es hat überhaupt keinen Sinn, dir die Sache ausreden zu wollen. Schaut nur, am Himmel braut sich was zusammen. Die Geister haben meine Bitte erhört. Der Himmel ist in wenigen Augenblicken rabenschwarz geworden. Oh, wenn das runterkommt, möchte ich einen Blitzableiter an meiner Mütze haben. Da hast du dir aber gut gemerkt, was ich dir da neulich über Blitz und Blitzableiter erzählt habe. Was meiner Sicherheit dient, merke ich mir immer gut. Wenn schon kein Blitzableiter da ist, sollten wir wenigstens nach einem Unterschlupf Ausschau halten. Es gießt gleich in Strömen. Aber Freunde, ich habe selbstverständlich ein trockenes Gewitter herbeigezaubert. Fein. Es ist doch nicht nötig, dass wir bei diesem gefährlichen Unternehmen auch noch nass werden. Perfekt, der Junge deckt dann alles. Trockene Gewitter sollen ja bekanntlich besonders stark und vor allen Dingen laut, sehr laut sein. Da, der erste Blitz. Nur gut, dass Philippus Fidibus ein so lautstarkes Gewitter herbeigezaubert hat. Ansonsten würde der Hyänenspion dieses Naturereignis glatt verschlafen. Xavros gönnt seiner Hilfskraft keine Sekunde Ruhe. Wenn er nicht zum Ausschauhalten auf den Turm der Festung geschickt wird, ist er ständig mit irgendwelchen Putz-, Aufräum- und Reparaturarbeiten beschäftigt. Ich muss zugeben, dass ich die Zügel, was Ordnung und Sauberkeit angeht, etwas schleifen ließ. Nun ja, Hyänenspion, sei dir der Ehre bewusst, bei Xavros, dem Meister der Zeit, den Boden wischen zu dürfen. Es wäre ja noch schöner, wenn Xavros auch noch Geschirr abspülen müsste. So nützt der Hyänenspion jede sich ihm bietende Gelegenheit aus, eine Mütze voll Schlaf zu bekommen. An die mannshohen Zinnen des Turmes gelehnt, schläft unser Unglücksrabe tief und fest. Mir war, als hörte ich in der Ferne den Grund, warum ich hier spähe und sitze. Tatsächlich. Hey, Meister Xavros, es ist soweit. Ich höre Donner, sehe in der Ferne Blitze. Diese frohe Botschaft berechtigt dich noch lange nicht dazu, mich mit Hey Meister anzurufen. Ich kann mich nicht erinnern, mit dir zusammen Schweine gehütet zu haben. Etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Das ist Musik in meinen Ohren. Das war höchste Zeit, denn meine Zauberkraft, sie schwindet dahin wie der Schnee im Frühjahr. Ich werde rasch nach unten gehen und Pentatron in die richtige Position bringen. Direkt ins Zentrum des Gewitters. Hyänenspion, du kannst in der Zwischenzeit den Blitzableiter hochkurbeln. Das ist eine schöne Beschäftigung für dich. Da wird dir die Zeit nicht zu lang. So verlassen mich nun auch noch die letzten Reste meiner Kraft. Habe ich dieses Ding hier endlich hochgeschafft. Oh, Jammer, oh, schockschwere Not. Er verdient sich das tägliche Brot. Je näher der Meister der Zeit dem Zentrum des Gewitters kommt, desto begeisterter und überschwänglicher wird seine Laune. Ach, es ist eine Freude zu leben. Meine 7 Furien sind auf Vordermann gebracht. Und alles, was noch nötig war, mein Glück vollkommen zu machen, liegt greifbar vor mir. Mit einem frisch aufgeladenen magischen Amulett kann ich mein Pentagramm endlich wieder in Bewegung setzen. Und ab geht's dann wieder durch Zeit und Raum. So wie es sich gehört für den Meister der Zeit.
So. Meine Instrumente zeigen an, dass ich mich genau im Zentrum des Gewitters befinde. Oh, das hört sich sehr gut an. Ich werde mal besser nachschauen, ob dieser Schwächling den Blitzableiter ausgefahren hat. So befindet sich Pentatron im genauen Zentrum des Gewitters. Dieses Zentrum ist aber auch gleichzeitig der Berg, auf dessen Spitze sich unsere drei Freunde befinden. Die Blicke des Meisters der Zeit sind nach oben gerichtet, von wo ja auch bekanntlich alles Gute kommt. Deshalb bleiben alle die Dinge von ihm unbemerkt, die sich unterhalb seiner Festung abspielen und die das Herz des Meisters bestimmt nicht so erfreuen würden, wie das Herannahen eines Gewitters. Fantastisch, Philippus! Pentatron ist genau über uns zum Stehen gekommen. Lass Philippus in Ruhe, Queck. Er muss sich darauf konzentrieren, dass die Blitze immer nur knapp vorbeigehen, aber nicht in den Turm der Festung einschlagen. Xavros hat schnell reagiert. Das muss man ihm lassen. Keine 10 Minuten hat's gedauert, dann war er da. Es ist schon ein gewaltiges Bauwerk, diese fliegende Festung. Und du meinst wirklich, dass wir da hinein müssen? Wir dürfen keine Sekunde verlieren, Queck. Siehst du da oben die Einstiegsluke? Sag deiner Zauberbola, dass sie sich um einen dieser Verschlussriegel schlingen soll. Wir können uns dann am Seil nach oben ziehen. Na, hoffentlich reicht die Länge des Seiles aus. Bola, los geht's! Flieg zu dem Türriegel und halt dich bitte gut fest. Sie gehorcht wie immer auf Sword. Was sollte sie auch anderes tun? Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Mit der Kraft von 12 ausgewachsenen Männern zieht sich Feuermene mühelos am Seil hoch und öffnet auch genauso mühelos mit Hiebestahl den Verschluss der Tür. Sicheren Boden unter den Füßen zieht er Queck ebenfalls am Seil hoch in das Innere der Festung. Da die beiden vor nicht allzu langer Zeit Xavros schon einmal in seiner Festung besucht haben, können sie sich rasch orientieren. Es hat sich hier nicht viel verändert, außer dass alles so gepflegt und sauber ist. Wahrscheinlich hat er sich eine Haushälterin zugelegt. Jetzt aber los. Die Festung ist vom Grundriss her ein 5-zackiger Stern. Demzufolge haben wir es hier mit einem Raum mit 5 Wänden zu tun. Und in jeder dieser Wände ist eine Tür. Wer weiß, was passiert, wenn wir die Türen öffnen. Es gibt auch noch eine Treppe in die oberen Räume. Und diese Treppe führt auch bestimmt hinauf zum Turm. Siehst du, Queck, wenn du hier in der Mitte stehst, hier, direkt bei dem magischen Pentagramm, kannst du durch einen Schacht bis in den Himmel schauen. Und hier im Zentrum des Pentagramms liegt auch schon das Amulett bereit. Wenn nun oben in den Turm der Blitz einschlägt, wird er auf direktem Weg auf das Amulett geleitet und lädt es somit auf. Geh lieber mal einen Schritt zur Seite, Feuermene. Wer weiß, ob es Philippus immer gelingen wird, die Blitze abzulenken. Wir müssen jetzt zuerst in die Räume hinter den Türen schauen. Vielleicht finden wir Pallas dort. Das sieht so aus, als sei dies eine Kommandozentrale. Knöpfe, Schalter, Hebel, was für ein groteskes Durcheinander. Da braucht man bestimmt Jahre, um da durchzublicken. Schnell zur anderen Tür. Bücher. Nichts als Bücher. Das wäre bestimmt interessant, hier ein wenig zu schmökern. Leider keine Zeit. Weiter geht's zur nächsten Tür. Tür um Tür wird geöffnet und zu ihrer Enttäuschung müssen die beiden leider feststellen, dass sie zwar die gesamte persönliche Wohnungseinrichtung des Meisters der Zeit bewundert haben, Pallas dabei aber nicht entdecken konnten. Pech auf der ganzen Linie. Irgendwo muss doch der Antrieb dieses fliegenden Monsters sein. Sowas hebt sich doch nicht von alleine in die Luft. Das hat bestimmt etwas mit Zauberei zu tun. Mit natürlichen Mitteln ist so ein gewaltiges Bauwerk doch gar nicht in die Luft zu heben. Du hast recht, Queck. Wir können nicht davon ausgehen, hier so etwas wie einen Motor zu finden. Die Kraft, die dieses Bauwerk antreibt, ist bestimmt von anderer Natur. Nur wo ist sie, diese Kraft? Also nochmal von vorn. Während sich Feuermene den Kopf zerbricht, schreitet die Zeit voran und oben auf dem Turm ist die Laune von Xavros auch nicht gerade die beste. Bei allen Dämonen der Finsternis. Was ist nur mit diesen Blitzen los? Fast scheint es, dass sie sich weigern, in meine Blitzableiter einzuschlagen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Genspion, aufgemerkt. Richte den Blitzableiter direkt in Richtung Wolken. Ach, solch ein Angebot, mein magisches Amulett aufladen zu dürfen, kann doch so ein widerspenstiges Energiebündel nicht einfach ausschlagen. Ah!
Wieder daneben. Warte, Hyänenspion. Ich werde rasch nach unten gehen und in einem meiner schwarzmagischen Zauberbücher nachschlagen, ob man dagegen nicht etwas tun kann. Bin sofort zurück. Ihr wisst, verehrter Meister, ich tue, was ich kann. Doch fürchte ich versäut was, bin ich nicht der rechte Mann. Man wächst mit seinen Aufgaben. Wage es und rühre dich von deinem Posten. Das wird dir schlecht bekommen. Muss es doch irgendein Mittel geben, wie man die Blitze in die richtige Richtung lenken kann. Oh, Feuermine, da kommt jemand die Treppe herunter. Schnell, in die Bibliothek. Hinter den Bücherregalen können wir uns gut verstecken. Dort muss es irgendwo stehen, das Standardwerk über die Einflussnahme schwarzmagischer Kräfte auf die guten Geister des Wetters. Ah, verdammt, keine Ordnung in diesem Laden. Das muss der Hyänenspion dringend auf Vordermann bringen. Jedes einzelne Werk ordnen und katalogisieren. Da ist er für eine Weile beschäftigt. Nur gut, dass ich wenigstens Pallas in meiner Gewalt habe. Es wird wieder Zeit, ihn zu füttern. Wo habe ich denn die Kombination für das Pentagramm hingesteckt? Hast du gehört, Feuermine? Er hat Pallas. Psst, kein Mucks. Eine herrliche Idee. Diese lärmenden Furien einfach in eine andere Zeitdimension zu versetzen. Dieser Antrieb ist einfach genial. So befinden sich diese Dämonen in einer anderen Dimension und ihre Kräfte leite ich direkt ins Hier und Jetzt. Der einzige Zugang in diese andere Dimension schafft mir das magische Pentagramm. Der beste und einfachste Weg, sich diese lärmenden Dämonen vom Hals zu halten und trotzdem ihre Kräfte voll auszunutzen. Nur, wo ist die Kombination? Ich werde sie doch nicht verlegt haben. Hier. Ich habe sie als Lesezeichen benutzt. Doch eines nach dem anderen. Wer weiß, wie lange das Gewitter noch anhält. Der Vogel kann ruhig noch eine Weile ohne Futter bleiben. Erst nach dem Standardwerk geschaut. Da, endlich ist es ja. Gewitter, ich komme. Das wäre doch gelacht, wenn ich so einen Blitz nicht in meine Festung hineinbitten könnte. Das wäre doch gelacht. Oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass er uns nicht entdeckt hat. Hast du das verstanden, was er da in seinen Bart gemurmelt hat? Na, von in den Bart murmeln kann ja wirklich nicht die Rede sein. Wir können froh sein, dass Xavros selbst dann laut ist, wenn er mit sich selber spricht. Schau weg, das Lesezeichen, von dem er gesprochen hat. Dort auf dem Schreibpult liegt es. Da stehen nur Zahlen drauf. 5, 1, 3, 4 und 2. Was soll das? Eine Zahlenkombination. Genau. Und was hat er gesagt? Der Antrieb seiner Festung befände sich in einer anderen Zeitdimension. Und der einzige Zugang dorthin wäre sein Pentagramm. Klar, wenn Xavros durch die Zeit reist, macht er das mit dem Amulett. Und wenn er in seinen Maschinenraum will, oder wie immer man das nennen kann, benutzt er diese Zahlenkombination. Schnell, Queck, zum Pentagramm. Was hast du denn nun schon wieder vor? Du hast doch vorhin gesagt, dass alles so sauber ist in der Festung. Ich habe dabei etwas entdeckt, das wir das letzte Mal, als wir hier waren, vor lauter Schmutz und Staub gar nicht sehen konnten. Und was war das, bitteschön? Schau dir diesen metallenen, fünfzackigen Stern einmal genau an. Auf jeder seiner Spitzen ist eine Zahl eingraviert. Siehst du, die 1, die 2, die 3, die 4 und die 5. Und hier, außerhalb dieser Konstruktion, in der sich der Stern dreht, ist ein anderes Zeichen eingraviert. Du hast recht. Hier ist ein Kreis in den Steinboden gemeißelt worden. Das alles erinnert mich an einen Tresor. Was ist ein Tresor, Feuermine? In der Welt, aus der ich komme, bewahren die Leute hinter solchen Türen das Wertvollste auf, was sie haben. Na, dann sind wir hier ja richtig. Das denke ich auch. Queck, steig auf den Stern und setz dich in die Mitte. Und du bist dir ganz sicher, dass das auch nötig ist? Ganz sicher. Der Stern muss uns die Tür zu einer anderen Zeitdimension öffnen. Wenn wir draußen stehen bleiben, nimmt er uns bestimmt nicht mit. Ich drehe jetzt den Stern so, dass jeweils die Spitze des Sternes und die Zahl, die darauf steht, auf den Kreis außerhalb des Pentagramms deutet. Natürlich in der Reihenfolge, wie es auf Xavros Notizzettel steht. Da kann man nur froh sein, dass der Meister der Zeit ein so schlechtes Gedächtnis hat, dass er sich sowas aufschreiben muss. Um ehrlich zu sein, ich kann mir sowas auch nie merken.
Also, wie war das nochmal? Eine Drehung mit der 5, bis sie auf den Kreis zeigt. Na, ja, ist gar nicht so leicht. Soll ich dir helfen? Bleib lieber, wo du bist. Es muss vielleicht später alles ganz schnell gehen. So, und nun die 1 auf den Kreis. Geschafft. Jetzt dasselbe mit der 3. So, na, und nun die 4. Achtung, Queck. Und jetzt die 2. Schnell, Feuermähne, spring auf! Das Teufelsding fängt an, sich zu drehen! Platz gemacht, ich komme. Erst langsam, dann aber immer schneller beginnt der fünfzackige Stern sich zu drehen. Schnell springt Feuermähne auf die rotierende Scheibe und landet genau neben Queck, der heilfroh ist, seinen Freund bei sich zu wissen. Je schneller sich der Stern dreht, desto mehr verschwindet die äußere Umgebung für unsere beiden Freunde. Schon nach kurzer Zeit bremst die sternförmige Zeitmaschine jedoch jäh ab und unsere beiden Abenteurer werden fast von der Plattform geschleudert. Im letzten Augenblick können sie sich an den Zacken des Sterns festhalten. Sie können mit einem Blick feststellen, dass sie zwar noch im selben Raum sind, doch stellen sie auch in diesem Moment fest, dass sich dieser Raum erheblich verändert hat. Das Pentagramm, auf dem sie sich befinden, scheint zwar durch eine Energiekuppel geschützt zu sein, doch reicht allein schon der Anblick dessen, was sie um sich herum sehen und hören können, dass sie vor Entsetzen Augen und Ohren schließen. Der Lärm ist kaum auszuhalten. Um sie herum kreisen mit ungeheurer Geschwindigkeit schrecklich anzusehende Figuren, Schatten, sich ständig verformende Ungeheuer, Fratzen in grellen Farben, die kreischend und in allen Tonlagen brüllend versuchen, auf sie einzudringen. Feuermähne, wo sind wir denn hier gelandet? Lass uns bloß wieder verschwinden! Das ist es. Er treibt seine Festung mit der Kraft von Dämonen an. Irgendwie ist es ihm gelungen, sie hier festzusetzen. Schau mal nach oben, Queck. Dann weißt du, warum alles um uns herum total ausgerastet ist. Das ist ja Pallas. Er sitzt in einem Käfig und hat eine Lederhaube über die Augen gestülpt. Und der Käfig schwebt frei in der Luft. Denkst du, dass man den ungefährdet öffnen kann? Ich glaube schon. Wie du siehst, scheinen diese Dämonen hier nicht eindringen zu können. Es scheint sie völlig verrückt zu machen, dass vor ihren Augen dieser Vogel still und ruhig sitzt und scheinbar keine Angst vor ihnen hat. Schnell, holen wir ihn hier raus und dann ab die Post. Komm, Pallas, bald bist du wieder in Ordnung. Feuermähne, irgendetwas passiert mit diesem Energieschirm, der diese Ungeheuer von uns fernhält. Es sieht so aus, als ob er in sich zusammenfällt. Auweia, der Energieschirm steht in direktem Kontakt zu dem in der Luft schwebenden Käfig. Dadurch, dass wir Pallas herausgenommen haben, bricht das ganze Schutzfeld zusammen. Jetzt geht's uns aber an den Kragen. Feuermähne, tu doch was! Lass deine Zauberbola im Kreis um uns fliegen. Ich brauche genügend Zeit, um die Zahlenkombination mit dem Pentagramm einzustellen. Los, Bola! In einem Kreis! Los, Bola! Prima, es scheint zu klappen. Scheint aber auch dadurch immer noch wütender zu werden. Ich brauche nur noch eine Zahl einzustellen. Halt Pallas gut fest. Achtung, es geht wieder los. Ruf die Bola zurück. Bola, zurück! Kaum ist die Bola zu ihrem Herrn zurückgekehrt, da fallen die Furien auch schon über unsere beiden Freunde und ihren Falken her. Vor den Augen der Flüchtenden verschwimmt alles im selben Moment, in dem sich der fünfzackige Stern zu drehen beginnt. Es wird wieder ruhig und unsere Freunde wissen sich in Sicherheit vor diesen entsetzlichen Monstern. Puh, das möchte ich aber nicht noch einmal erleben, Feuermähne. Du kannst dir ja dann die Augen und die Ohren zuhalten. Ja, hat man denn Worte? Was hast du denn nun schon wieder vor? Wir können doch froh sein, dass wir mit heiler Haut davongekommen sind. Mir ist eine Idee gekommen, wie wir Xavros einen Streich spielen können, den er nicht so schnell wieder vergessen wird. Also, hör gut zu. Pallas gerettet, mit knapper Not den Furien entkommen und noch immer nicht genug? Queck versteht die Welt nicht mehr. Dabei ist er nicht allein. Auf dem Turm der fliegenden Festung ist ebenfalls jemand, von dem man befürchten muss, dass er bald den Verstand verliert. So muss ich in diesem Moment feststellen, dass die gesamte schwarzmagische Hexenkunst auf der ganzen Linie kläglich versagt. Formel um Formel bete ich hier herunter. Und nichts tut sich.
Nach wie vor schlägt kein einziger Blitz ein. Hier scheint es sogar so zu sein, dass immer, wenn der Blitz sich anschickt einzuschlagen, er kurz davor abgelenkt wird. Aber das ist ja völliger Unsinn. Wer weiß, verehrter Meister, auch ich habe mir schon gedacht, dass es etwas ganz Besonderes ist, was dieses Gewitter macht. Du meinst, dass es sich überhaupt nicht um ein echtes Gewitter handelt? Was könnte es denn sonst sein? Als uns der Sturm zur Seite trieb, war es mir, als sähe ich da unten jemand sitzen. Sein, ich habe mich getäuscht und es war... Du hast jemanden da unten sitzen sehen? Verrat. Irgendetwas ist hier im Gange. Ich hatte schon die ganze Zeit so ein Gefühl, dass noch jemand in der Festung ist. Und überhaupt, was ist mit dem Antrieb los? Wir verlieren an Höhe. Die ganze Festung kippt zur Seite hin ab. Oh, weh mir, ich armer Wurm. Wie komme ich nur heil von diesem Turm? Na, es ist nicht zu glauben. Irgendjemand hat meine Furien befreit. Nach allen Seiten strömen sie aus. In alle Winde verwehen sie. Sie lösen sich auf, verteilen ihre Kräfte wieder sinnlos in die Luft. Wie viel Kraft und Konzentration hat es mich gekostet, sie so fest zusammenzufügen, dass sie diese Festung antreiben konnten. Und das sogar 7-mal. Wer hat meine Furien befreit? Während noch der Meister der Zeit tobend auf seinem Aussichtsturm steht, landet seine Festung recht unsanft auf dem Berggipfel. So scheint sich nun auch der letzte dämonische Rest seines Antriebs in alle Winde verflüchtigt zu haben. Der Meister tobt dermaßen, dass der Hyänenspion, der die unsanfte Landung recht gut überstanden hat, die Gelegenheit nutzt und sich heimlich hinter Xavros Rücken dünne macht. Los, Philippus, genug gewittert. Ab durch die Mitte. Wer weiß, was der Meister der Zeit noch alles auf Lager hat, um uns aufzuhalten. Nach dem, was ich von der Turmspitze höre, scheinbar nicht mehr allzu viel. Was waren das denn für fürchterliche Gestalten und farbige Formen, die da plötzlich erschienen sind? Haben die etwas mit dem Absturz von Pentatron zu tun? Der ist verrückt, Philippus. Komplett verrückt ist der. Aber, dass es geklappt hat, finde ich toll. Was für ein Spaß. Da ist es für die nächste Zeit nix mit Fliegen, Meister Xavros. Reiz ihn nicht unnötig, Queck. Noch hat er uns nicht gesehen. Wir haben jedenfalls, nachdem wir Pallas befreit haben, das Pentagramm so eingestellt, dass es den Weg in die andere Zeitdimension noch einmal freigegeben hat. Diesmal war allerdings kein Energieschutzschirm mehr da, der die Dämonen daran hinderte zu entfliehen. Und wie Feuermähne richtig vermutete, nutzten sie die Möglichkeit und flohen aus ihrem Zeitgefängnis. Alles klar, Philippus? Dämonen? Energieschutzschirm? Zeitdimension? Wie bitte? Und da soll alles klar sein? Von was redest du eigentlich? Später, Philippus. Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn wir uns auf direktem Weg zu Maylords Klause begeben. Maylord wartet bestimmt schon ungeduldig auf Nachricht von Pallas. Außerdem ist es, glaube ich, wirklich gut, dass wir ein wenig Abstand von Xavros gewinnen. Wer weiß, wozu der fähig ist, wenn der uns hier erwischt. Schau mal da vorn! Da verschwindet doch einer ins Tal hinunter! Der hat's mächtig eilig. Ist das nicht unser aller Freund, der Hyänenspion? Das sieht ihm ähnlich. Immer hastig auf und davon. Genau wie wir vermutet haben. Der war natürlich auch an der Sache beteiligt. Wünschen wir ihm einen guten Abstieg. Aufwärts geht's ja bei ihm selten genug. Xavros bleibt vorerst mit seiner fluguntüchtigen Festung allein zurück. Und als er zufällig seine Blicke hinunter ins Tal schweifen lässt, findet sich zu allem Überfluss das bestätigt, was er bereits im Geheimen geahnt hatte. Bei allen Dämonen der Finsternis. Da, der Knabe und dieser Zwerg. Ich habe es geahnt. Natürlich, Maylords dienstbare Geister. Der alte, weißmagische Fuchs hat mich mit seinen Helfershelfern aufs Kreuz gelegt. Allein die Furien wieder einzufangen, legt mich für Wochen lahm. Manchmal ist es schon sehr anstrengend, immer und aller Zeit böse zu sein.